Hallo zusammen! Das Leben ist ein großartiges Geschenk von unserem Gott im Himmel. Unterwegs auf dem Lebensweg geht es manchmal steil bergauf und dann wieder so steil runter. Ja, es gibt Momente und Tage, da bin ich so richtig im Saft, ich fühle mich kraftvoll und in anderen Tagen schlapp und müde und ich weiß nicht warum. In den folgenden 8 Sendungen von Unterwegs mit Gott möchte ich dir zeigen, dass es lohnend wert ist, mit Gott unterwegs zu sein. Unterwegs mit Gott zu sein bedeutet, dass ich immer ähnlicher werde wie Jesus. Und für mich gibt es ein wunderbares Beispiel und das ist das Beispiel der Sonnenblume. Die Sonnenblume schaut immer die Sonne an und sie bewegt sich immer ständig mit der Sonne mit und sie beginnt auszuschauen wie die Sonne. Mit anderen Worten, wenn ich beginne, die Bibel zu lesen, mit Jesus zu beten, auf Jesus zu hören, werde ich mehr und mehr wie die Sonnenblume zur Sonne anfangen, den Charakter von Jesus durch mein Leben beginnt sich zu spiegeln. In der Bibel lesen wir in 2. Korinther Kapitel 3 im Vers 18 einen wunderbaren Bibelvers. Es steht: Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Dieser Bibelvers sagt aus, dass unser Leben ist wie ein Spiegel. Mit anderen Worten, die Menschen sehen in unserem Leben den Charakter und die Güte von unserem Gott im Himmel. Vielleicht macht dir dieser Gedanke Angst, weil du sagst, aber mein Leben ist gar nicht perfekt. Also wie kann dann durch mein unperfektes Leben Jesus gespiegelt werden? Es ist ganz, ganz einfach. Die Kirche ist nicht perfekt, du bist nicht perfekt, ich bin nicht perfekt. Und dennoch gebraucht Gott unser Leben wie ein Spiegel, der vielleicht nicht immer perfekt ist, um den Menschen zu zeigen, wie groß ist dieser Gott im Himmel. Und Gnade bedeutet für mich, dass trotz unserer nicht perfekten Art und Weise dennoch Jesus und das Reich von Gott durch uns hineinspiegelt in diese Welt. Als ich zum Glauben an Jesus gefunden habe, hat ein Mann zu mir gesagt: Leo, es gibt eine Sache, das möchte ich dir unbedingt mit auf den Weg geben. Ich habe so große Ohren gehabt, was ist das? Dann hat er gesagt: Leo, liebe Jesus bis ans Ende deines Lebens. Mit anderen Worten, hör nie auf, dein Leben zu gebrauchen, dass Gott durch dich in diese Welt hineinspiegeln darf. Und ich wünsche dir und mir genau das, dass wir nie aufhören, Jesus zu lieben von ganzem Herzen. Einer der Schlüssel, um Jesus durch unser Leben zu spiegeln, ist der Gedanke: sei dankbar wie Jesus in guten Zeiten. Es gibt diesen Slogan: Danken schützt vor Wanken. Mit anderen Worten, wenn du jeden Morgen, wenn du aufstehst, einfach mal Danke sagst, dass es dich gibt, dass du lebst, dass du eine Zukunft hast, dass du überhaupt arbeiten darfst, dann nimmst du alles als ein Geschenk aus den Händen von diesem Gott im Himmel. Denn Dankbarkeit ist ein ganz, ganz krasser Schlüssel. Und jetzt stell dir mal vor, Jesus stirbt, aufersteht zu einem neuen Leben und er begegnet seinen Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. Er diskutiert, er spricht mit ihnen, aber die Jünger haben Jesus nicht erkannt. Am Abend, sie saßen zusammen und das kannst du jetzt lesen in diesem Bibelvers. Jesus verteilt das Essen und während er es verteilt, dankte seinem Vater für all die guten Gaben. Und als Jesus Danke sagte, haben erst die Jünger Jesus erkannt. Also mit anderen Worten, Dankbarkeit war auch ein Lifestyle im Leben von Jesus. Wie so ein Spiegel, ich beginne Gottes Güte zu präsentieren. Danken schützt vor Wanken. Ein anderer Gedanke ist: sei fokussiert wie Jesus in Enttäuschungen und in Schwierigkeiten. Und ich möchte dazu einen Bibelvers vorlesen. In Lukas 22 im Vers 41 bis 42 sagt die Bibel: Nicht weit von seinen Jüngern entfernt kniete Jesus nieder und betete: Vater, wenn es möglich ist, bewahre mich vor diesem Leiden. Aber nicht was ich will, sondern was du willst, das soll geschehen. Jesus hat Gott darum gebeten,
gebeten, gefleht, Vater, ich flehe dich an, lass nicht zu, dass ich diesen schweren und auch bitteren Kelch trinken muss. Es war nicht die Wunschvorstellung von Jesus gewesen, jetzt gehe ich auf das Kreuz und ich sterbe und das ist ja relativ schnell wieder vorbei. Es war für Jesus seelisch und emotional enorm schwierig. Er wollte nicht diesen Weg gehen, um diesen Kelch zu trinken. Und frage du mich jetzt nicht, warum auch wir manchmal durch ganz schwierige Momente und Zeiten hindurchgehen müssen. Manchmal zerbricht eine Ehe, eine Familie, man wird krank, man verliert einen Job. Viele Dinge, die hat man sich nicht ausgesucht. Wie so ein bitterer Kelch, man sagt, lieber Gott, warum muss ich genau durch das hindurchgehen? Und da gibt es ein Bild, wo mir enorm hilft. Unser Leben ist wie ein Teppich. Von unten siehst du die Knöpfe, alles ein riesen Durcheinander. Das ist meine Perspektive, wie ich das Leben anschaue. Von unten, es macht alles keinen Sinn. Warum macht Gott und knüpft Gott Dinge? Es macht keinen Sinn. Man kann es oft auch gar nicht erklären. Und dann schaust du einen Teppich von oben an und schaust runter und siehst die wunderbaren Farben, das ganze Sujet und plötzlich macht alles Sinn. Und das ist mein Bild, das ich mir immer wieder benutze, wenn ich sage, Gott, ich verstehe dich nicht. Leo, du schaust den Teppich, dein Leben von unten an, aber Gottes Perspektive ist immer von oben groß und es macht plötzlich Sinn. Denn wenn wir in Krise hineingehen, gibt es einen wunderbaren Gedanken. Wir gehen immer stärker heraus, als wir hineingegangen sind. Und das gibt mir enorm Hoffnung. Ich war voller Elan und Begeisterung bei meiner Arbeitsstelle dabei. Ich hatte es sehr gut mit meinen Mitarbeiterinnen, aber nicht mit meinem Chef. Er hatte sich vor langer Zeit entschieden, dass er Christen hassen wird. Und als er realisierte, dass ich an Jesus glaubte, machte er mir das Leben sehr schwer. In all den 4 Jahren war es für mich schwierig, mit ihm zusammenzuarbeiten. Immer wieder betete ich zu Jesus und ich sagte ihm, sei mein Beschützer, sei meine Burg. In all den 4 Jahren erlebte ich seine Kraft und seine Zuversicht und seine Stärke. Corinne de Buhm, eine Holocaust-Überlebende, hat ein ganz einmaliges Zitat gemacht. Sie sagte, wenn Sie auf die Welt schauen, dann verzweifeln Sie. Schaust du auf dich selber, dann wirst du depressiv. Schaust du aber auf Jesus, dann bekommst du Hoffnung. Mit anderen Worten, dann beginnt sich der Himmel durch unser Leben zu spiegeln und wir bekommen Hoffnung und wir können Hoffnung weitergeben. Aber nicht nur das, sondern Gott ist auch noch im Spiel. Weil Gott sagt, ich sehe dein Leiden, ich sehe deine Schwierigkeiten. Gott sieht, Gott hört, Gott spürt. Und weißt du, was Gott macht? Er gibt uns Kraft. Ich möchte es vorlesen, was Gott gemacht hat im Leben von Jesus und nimm diesen Bibelvers auch für dich ganz persönlich. Lukas 22 im Vers 43. Da erschien ein Engel vom Himmel und gab ihm neue Kraft. Mit anderen Worten, wenn wir durch Schwierigkeiten hindurchgehen, diesen bitteren Kelch vielleicht trinken müssen, aber nicht wollen, Gott schickt Engel, die uns Kräfte geben, hindurchzugehen, durchzugehen und stärker rauszukommen, als wir hineingegangen sind in diese Schwierigkeiten und auch Probleme. Und das ist das Wunderbare. Wir spiegeln in diese Welt hinein Hoffnung und Veränderung ist möglich mit unserem Gott im Himmel. An meinem 29. Geburtstag wurde mir ein 4 cm großer Tumor entfernt. Ich hatte Hodenkrebs. Die Zeit, die folgte, war nicht so ganz einfach für mich, Gott zu vertrauen. Im Krankenhaus, mit der Chemotherapie und dann waren alle Haare auf einmal weg. Geholfen hat mir in die Situation meine Freunde aus der Kirche, die waren immer für mich da, haben für mich gebetet. Gut war auch die Entscheidung von mir und meiner Frau, lass uns einfach so normal wie möglich weitermachen. Eine Situation hat mich besonders berührt. Als wir in der Kirche waren und Lieder singen, stand ich da mit Tränen in den Augen und habe Gott gesagt, ich möchte dranbleiben bei dir, auch wenn ich es nicht verstehe, ich möchte dich anbeten. Und auf einmal war Gott ganz nah bei mir. Ich habe ihn wie gehört, wie er sagt, wir gehen da zusammen durch. Ein anderer Gedanke ist, sei siegreich wie Jesus in den Versuchungen. Ich möchte es vorlesen, auch aus dem Leben von Jesus in Matthäus Kapitel 4, Vers 1. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. Versuchung bedeutet nicht, dass wir etwas falsch machen. Gott lässt Dinge zu, um unseren Glauben, unseren Charakter, auch unsere Identität zu vergrößern.
Jede Versuchung bietet mir die Gelegenheit, auch richtig zu handeln. Zum Beispiel meine Treue wächst, spiegelt sich positiv, wenn ich in Versuchung gerate, untreu zu werden und ich bin treu, wächst meine Treue. Mein Friede wächst, wenn ich versucht werde, mir ständig Sorgen zu machen und ich überwinde es, wächst der Friede Gottes, der in mein Herzen hineingelegt worden ist. Also jede Versuchung bietet mir die Gelegenheit, wie im Leben von Jesus, meinen Charakter und meinen Glauben und meine Identität zu vergrößern. Es spiegelt sich durch mein Leben. Bei den Versuchungen musst du eines wissen, es gibt ein ganz klares Muster, wie ich oder auch du in unserem Leben immer wieder gleich auf die Probe gestellt wirst. Die Bibel sagt, die Absichten des Teufels, die Strategie des Teufels ist immer genau das Gleiche. Lass uns mal ganz kurz Adam und Eva anschauen im Paradiese. Sie lebten mit Gott, sie wandelten mit Gott, sie waren mit Gott zusammen. Da war eine Harmonie, da war Frieden, da war Freude, da war kein Tod und das war keine Krankheit. Das war das perfekte Leben, wie es Gott ganz am Anfang gedacht hatte und auch wieder werden wird. Und man sieht, wie der Teufel ein Muster benutzt, das einfach durchschaubar ist anhand von Adam und Eva, aber genau gleich auch in unserem Leben. Es läuft immer genau gleich ab. Der erste Schritt der Versuchung beginnt mit Sehnsucht. Stell dir mal vor, da war Adam und Eva im Paradies, da waren die Bäume mit den guten Früchten, sie hatten von allem genug. Das war Harmonie, es war Freude, es war alles da, was sie brauchten, im Überfluss. Und plötzlich sagt der Teufel zu Adam und Eva, aber da gibt es einen Baum, da sind auch noch Früchte da. Ihr dürft nicht von dem essen. Und plötzlich beginnt ihr Fokus zu schauen auf das, was sie nicht haben. Und ihren Gedanken beginnt eine Sehnsucht. Irgendwo, das stimmt. Gott möchte uns das Beste vorenthalten. Also Gott hat gesagt, ihr dürft nicht von diesem Baum essen. Es scheint, dass Gott etwas vorbehalten will. Und plötzlich beginnt sich etwas in meinen Gedanken zu einer Sehnsucht kreieren. Das habe ich ja auch noch, was ich essen könnte. Der zweite Schritt der Versuchung ist, es beginnen Zweifel. Da sagt der Teufel, hat Gott wirklich gesagt? Also merkst du, wirklich? Also wirklich? Oder war das mehr ein bisschen symbolisch gemeint, eine Metapher oder für die Zukunft, für jemand anderes? Und plötzlich sind Dinge, die glasklar waren, plötzlich nur noch wirklich? Und plötzlich beginnt man zu zweifeln über die Güte und über die Größe von diesem Gott im Himmel. Der dritte Schritt der Versuchung ist Täuschung. Und dann sagt der Teufel plötzlich, also es ist doch nichts Falsches dabei, von diesem Apfel zu essen. Also Gott ist doch ein Gott der Liebe. Auch wenn ihr etwas falsch machen würdet, würde Gott euch niemals strafen. Oder mit anderen Worten, kann dann Liebe falsch sein? Oder Gott kann doch nicht dagegen sein. Gott ist doch nicht so ein Gott, der uns Dinge enthält. Und plötzlich beginnt man sich zu täuschen und denkt plötzlich, Gott ist Gnade, Gott ist gut und Gott wird mich nicht strafen. Und es hat angefangen mit der Sehnsucht in den Gedanken, der Zweifel und plötzlich die Täuschung. Gott kann doch nicht gegen das sein. So kann doch Gott gar nicht sein. Und dann kommt der vierte Schritt der Versuchung, das ist der Ungehorsam. Und jetzt gibt es den Moment, wo man plötzlich bewusst sich gegen eine Sache von Gott entscheidet. Und du merkst, es hat alles so harmlos angefangen. Adam und Eva hatten genug. Es war gar nichts da, das ihnen gefehlt hatte. Das Wort Überfluss, Mangel kannten sie nicht. Gott war da und die Herrlichkeit von Gott war da. Es war nichts, was sie nicht von Gott bekommen hätten. Aber der Teufel hat immer die gleiche Strategie. Er fokussiert dich immer auf diese Dinge, die du nicht hast. Und wir sehen plötzlich nicht mehr, was wir haben. Darum sei ein Spiegel, dass du nie aufhörst, die Güte und den Reichtum von Gott zu spiegeln in dein Leben hinein, dass du siehst, was Gott für dich alles bereithält. Ich konsumiere nun seit bald 5 Jahren keine Pornografie mehr. Und dieser Zeit ist aber eine intensive Phase vorausgegangen, wo ich in der Seelsorge, in der Reflexion mit einem Freund und mit Jesus zusammen herausgefunden habe, wann und zu welchem Zeitpunkt und wieso, dass ich Pornografie konsumiere. Und Gründe gibt es viele. Ich finde es geil einerseits, andererseits habe ich ein Tief kompensiert oder mich von einem Hoch wieder runtergeholt. Und die Momente, wenn es mir langweilig war oder wenn ich Stress hatte, es gab viele Gründe und viele Momente. Und an meinem 29. Geburtstag habe ich dann gesagt, so, finito, das will ich nicht mehr in meinem Leben haben. Und habe dann wirklich einen Schnitt gemacht
und war dann gerüstet auf diese Momente, die Spitzmomente, wo ich dann normalerweise Pornografie konsumiert hätte, und habe dann meine Turnschuhe umgeschnallt und viel Sport gemacht, um meinen Testosteronspiegel wieder runterzubringen. Ein Leben ohne Pornografie ist echt lohnenswert. Erkenne deine Schwächen. Das ist die erste Frage. An welchem Zeitpunkt werde ich immer wieder versucht? Ist es früh am Morgen, am Mittag, am Abend? Ist es mehr der Montag, der Freitag, der Samstag, der Sonntag? Vielleicht gewisse Monate, gewisse Saisons von Zeitpunkten, wo du merkst, wenn der Herbst kommt, dann werde ich vielleicht depressiv, ich fühle mich einsam. Also an welcher Zeitpunkt merkst du konkret, da falle ich immer wieder in diese Sünden hinein? An welchen Orten? Ist es bei mir zu Hause, am Arbeitsplatz, bei meinen Freunden, beim Flughafen, einem Hotel, auch im Urlaub? Also welche Orte sind für mich sehr, sehr gefährlich? Wer ist eine andere Frage. Ist es bei deinen Freunden, deine Kollegen, deine Nachbarschaft, deine Arbeitsfreunde, deine Sportskollegen? Also welches Umfeld bringt dich immer wieder in deine Schwäche hinein? Und dann kommt die nächste Frage, die Gefühle. Ist es dann, wenn ich gestresst bin, wenn ich gelangweilt bin, wenn ich eifersüchtig werde, wenn ich so völlig unter Strom bin? Also welche Gefühlsmomente ist wie ein Einfallstor, wo ich schwach werden kann? Es ist wie ein Muster oder wie ein Prinzip, wo jede Person ganz, ganz unterschiedlich Schwächen hat. Aber wenn du das ganz konkret entdeckst, dann wirst du merken, genau in diesen Punkten, in unserer Schwäche kommt der Teufel. Der Teufel greift uns nie an, wenn wir stark sind, wenn wir voll on fire sind für Jesus, dann hat er gar keine Wahl, keine Chance. Ich sage immer wieder, wenn ich auf der Bühne predige oder jetzt hier das erkläre, kommt der Teufel nicht. Ich bin ja voll im Saft, aber kommt genau dann, wenn ich schwach bin. Und es sind ganz verschiedene Momente, Orte, Freunde, die mir einfach das Negative hineinbringen. Wie kann man denn Versuchungen überwinden? Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Konzentriere dich auf etwas anderes. Das ist, wenn du Auto fährst und plötzlich beginnt dein Auto zu schleudern und du stehst und du siehst, ein Baum kommt dir entgegen. Und wenn ich dann beginne, diesen Baum zu fixieren, werde ich auch in diesen Baum hineinfahren. Und ich fokussiere mich auf das Ziel, auf die Straße, und ich werde das Auto wieder auf die Straße hochziehen können. Das ist genau das gleiche Prinzip. Fokussiere dich auf dein Ziel, auf deine Vision, auf das Gute. Die Bibel sagt in Sprüche Kapitel 4, Vers 23, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Mit anderen Worten sagt die Bibel, konzentriere dich auf diese Dinge, wo du dein Leben enden willst, auf dein Ziel, auf deine Vision. Denn zu sündigen oder Fehler zu machen, das hat immer eine negative Auswirkung für mein Leben, aber auch für das Umfeld. Und ich möchte ein Leben leben, wo Jesus durch mein Leben hindurchspiegeln, hindurchscheinen kann, wie eine Sonnenblume. Mein Leben verkörpert diese Größe von Gott. Darum fokussiere auf das Ziel. Wenn das Umfeld zum Beispiel, du gehst immer in eine Bar hinein oder in eine Disco und du merkst, es zieht dich immer in eine falsche Männer- oder Freundschaft hinein, dann meide diese Orte, fokussiere auf diese Dinge, die dir gut tun. Zum Beispiel im Militär war es so gewesen, ich hatte mich getrennt von einer Freundin und ich war nicht in einer ganz starken Phase, und dann gingen sie in einen Erotikladen hinein. Und ich habe gewusst, ich muss nicht mal da hineingehen, ich muss es meiden. Und ich war der Einzige, der nach Hause lief, weil ich gewusst habe, ich habe nichts verloren in diesem Spunten. Man meidet manchmal auch Dinge, weil man sagt, ich fokussiere mein Leben auf die Vision, die ich habe. Ein anderer Gedanke ist, lass deine Freunde mit dir zusammen kämpfen. Und was ich so gemein finde, wenn wir Schwächen haben oder gesündigt haben, der Teufel investiert alles, das Scham- und Schuldgefühl uns isoliert. Wir sind so schuldig, dass es ja niemandem erzählen. Es könnte sein, wenn Leute das erfahren, dass sie nicht mehr unsere Freunde sind und schlecht über uns denken. Man zieht sich zurück und man isoliert sich. Und das ist genau das, was der Teufel will. Und darum sagt der Jakobus in der Bibel, Jakobus Kapitel 5, Vers 16, es ist wie ein Schrei, wie eine Aufforderung. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet.
Die Bibel sagt, wenn ich meinem besten Freund sage, ich habe ein Pornoproblem, ich habe ein Suchtproblem und ich möchte das nicht mehr für mich behalten, man fühlt sich total verletzlich, man fühlt sich total, alles liegt da. Aber je mehr das ans Licht kommt, du nimmst dem Teufel die Kraft weg, um dich zu isolieren und für dich zu behalten. Und das ist der Moment, das sagt die Bibel, Heilung beginnt in unser Leben hineinzukommen. Ein Mann, den ich schon länger kenne, kam eines Tages zu mir und sagte, Leo, ich ertrage es nicht mehr. Dann habe ich gesagt, was? Dann habe ich gesagt, ich schaue jede Woche Pornos, ich bin verheiratet, ich habe Kinder und ich habe das noch nie jemandem erzählt und ich weiß nicht, was du jetzt über mich denkst. Und ich habe zu ihm gesagt, du bist ein Hero. Der Moment, wo du es bekennst, jubelt der Himmel und deine Seele, dein Geist jubelt mit dir, weil endlich der Teufel dich nicht mehr isolieren darf. Der Teufel will uns isolieren und das ist das macht mich so wütend. Ein anderer Gedanke ist, kämpfe mit Gottes Wort gegen die Versuchung. Der Teufel kann so gut erklären und argumentieren, er ist ein Weltmeister. Er hat so gut argumentiert bei Adam und Eva, dass sie ihm alles geglaubt haben. Der Teufel argumentiert, aber er kann die Wahrheit von Gott, das kann er nicht ertragen. Lass unsere Gedanken mit diesem Bibelvers beleuchten. In Matthäus Kapitel 4, Vers 10 bis 11 heißt es, aber Jesus wies ihn ab, weg mit dir, Satan. Denn es steht in der Heiligen Schrift, betet alleine Gott, deinen Herrn, an und diene nur ihm. Da verschwand der Teufel und die Engel Gottes kamen und sorgten für Jesus. Es ist hochinteressant, als Jesus die Wahrheit Gottes wie ein Spiegel dem Teufel in sein Gesicht gezeigt hatte, konnte der Teufel nicht mehr argumentieren. Und darum, wenn du merkst, du hast gewisse Schwächen und auch ich habe gewisse Schwächen in meinem Leben, dann nimm einen Bibelvers, der dir Mut und Glauben gibt, wie eine Wahrheit, eine feste Wahrheit. Das ist kein Argument, das ist eine Wahrheit. Du ergreifst es und du argumentierst dem Teufel und sagst, geh weg, denn es steht geschrieben in der Bibel, dass ich oder du Überwinder sein werden in der Kraft von meinem Gott im Himmel. Bibelverse haben eine ganz krasse Kraft, sind die Wahrheiten Gottes gegen diese dummen und blöden Argumente. Versuchungen sind Möglichkeiten, Jesus immer ähnlicher zu werden. Der Teufel wird alles versuchen, uns vom Weg mit Gott abzubringen. Er will uns isolieren. Viele starten gut mit Gott, sind mit Gott unterwegs, aber nicht alle erreichen das Ziel. Durch die Versuchung wird unser Glaube getestet und wir beginnen, die Güte von Gott zu spiegeln, weil der Charakter Gottes immer mehr in uns hineinsinkt. Schaue auf die Verheißungen und auf Jesus und gehe ungeirrt deinen Weg. Ein Gedanke, der mir enorm hilft, meine Versuchungen zu überwinden, ist dieser Gedanke, dass ich mein Leben vom Ende her betrachte. Wie möchte ich mein Glaubensleben mit Jesus beenden? Meine Ehe, meine Talente, meine Finanzen, meine Fähigkeit, die Church. Wie sollte das am Ende meines Lebens ausschauen? Und darum, es gibt Momente, da sind die Versuchungen so groß, so kraftvoll, sage ich, Leo, diese eine Sache ist nicht dazu da, um mein Leben zu ruinieren. Auch im Leben von Jesus lesen wir in Johannes Kapitel 17, Vers 11. Ich verlasse jetzt die Welt und ich komme zu dir. Da sagt Jesus, Vater, ich bin ready. Ich habe es überwunden. Ich bin nicht umgefallen. Schau mein Leben an. Es ist on fire für dich. Und dieser Gedanke beflügelt mein Leben. Wenn du und ich leidenschaftlich die Bibel lesen, beten, auf die Stimme von Jesus hören, sind wir wie ein Spiegel, die Güte Gottes immer durchstrahlen wird in diese Welt hinein, im vollen Bewusstsein. Wir werden nie perfekt sein, aber Gott baut sein Reich auf nicht perfekte Frauen und Männer. Du beginnst die Bibel zu lesen von Anfang bis am Ende und es hat eine Botschaft,
Die Frauen und Männer waren alle nicht perfekt, aber alle hatten eine Leidenschaft, Gott von ganzem Herzen zu dienen. Unterwegs mit Gott zu sein, hat einen entscheidenden Vorteil. Du hast ein Ziel, das mehr als alles andere strebenswert ist. Wenn deine Tage auf der Welt gezählt sind, wirst du deinen himmlischen Vater persönlich begegnen. Er wird dich willkommen heißen in eine Ewigkeit mit ihm. Dann bist du nicht mehr unterwegs, sondern zu Hause bei Gott.